Wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde! Neuer Tag, neues Glück, direkt vom Meer in Estland. Ihr habt die ersten Bilder gesehen. Es ist wieder ein wunderschöner, aber eiskalter Morgen. Wir hatten in der Nacht, als wir ins Bett gegangen sind, 14 Grad. Also wirklich, die Jacke, die braucht man heute. Richtig schöner Platz, richtig ruhig, direkt am Meer, hammermäßig. Wesselrichter läuft. Nur haben wir ein Problem derzeit mit dem Kühlschrank, der zieht ein bisschen viel Strom. Wir müssen das Problem einfach im Auge behalten, was da los ist, keine Ahnung. Aber wir genießen jetzt erstmal den Morgen, frühstücken in aller Ruhe und danach geht es weiter in Richtung Russland. Angekommen, wir sind in Narva. Der Ort, der hat nicht nur an sich etwas anzuschauen, das müssen wir überhaupt noch besprechen, was wir hier genau anschauen wollen, weil eigentlich ist es nicht der estnische Teil, der hier schön ist oder speziell. Da drüben ist der Zoll nach Russland. Aber ob wir da noch rüberfahren werden heute? Wir waren natürlich mal wieder als erstes im Visitor Center, haben hier eine Broschüre über Narva bekommen auf Deutsch, haben auch einen Tipp bekommen für ein gutes Café und Restaurant. Da werden wir nachher wahrscheinlich noch schnell reinsitzen und uns ein bisschen informieren. Wir haben natürlich auch noch mal nachgefragt, wie denn das jetzt wäre mit Russland. In Finnland konnten wir ja Touren buchen, da ist man dann geführt nach St. Petersburg gekommen oder hat auch einen Tagesausflug in den näheren Ort machen können. Sowas in der Art gibt es hier, glaube ich, nicht, oder sie konnten mir das nicht sagen. Es gibt aber ein Visa-Büro, aber das hat natürlich die normalen Wartezeiten. Das heißt Express-Visa 3 bis 5 Arbeitstage und normales Visa, da wartet man dann schon mal 2 Wochen drauf. Und das geht natürlich ein bisschen lang, aber es ist zum Greifen nah. Ihr könnt das vielleicht gar nicht glauben, aber da ist Russland. Ist also nur noch dieser kleine Fluss, der uns von Russland trennt. Und jetzt gehen wir hier hinter mir mal auf den Turm hoch und dann können wir auch nach Russland hineinschauen. Aber sag mal, warum haben wir uns dann nicht vorher um das Visa gekümmert? Das interessiert doch jetzt alle. Das große Problem ist ja, bei dem Visa musst du halt ungefähr sagen, wann du einreist. Ja, das wussten wir ja nicht. Wir wussten ja nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit hier oben in Skandinavien verbringen. Wir hätten wahrscheinlich, oh, einen Moment, da ist eine Wespe auf Louis. Wir hätten wahrscheinlich den Zeitpunkt viel früher gewählt und wir wollten das einfach bewusst nicht. Wir wollten uns nicht hetzen lassen, wir wollten nicht an einen Termin gebunden sein. Und ich meine, zur Not, es zwingt uns niemand, Russland jetzt zu machen. Wir können Russland auch einfach dann in einer weiteren Reise anhängen und dann wirklich von Anfang an mit Visa organisieren und so weiter und so fort. Aber wir werden heute bestimmt mal noch in diesem Visa-Büro reinschauen und mal schauen, ob es vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit gibt. Wer da hinauf will, der muss ein Burgticket kaufen, das kostet 8 Euro. Ja, ich glaube die 16 Euro, die investieren wir im Restaurant lieber in etwas für den Magen. Ja,
Ja, wir haben die Agentur gefunden und die haben hier draußen tatsächlich auch eine Tafel stehen, wo ein Pass darauf ist und geworben wird mit 50% kriegst du hier einen Stempel. Naja, hups, wir kriegen hier keinen Stempel. Er hat sogar noch einen Anruf getätigt, aber für Svizzera kann er leider nichts machen, hier jetzt so spontan vor Ort. Ja, ich glaube, wir können heute und auch die nächsten Tage Russland nur winken und insgeheim in unseren beiden Köpfen ist ja da so langsam eine Tour sich am Formen. Die könnte was mit so einem ganz dunkelfarbenen, oder zumindest der Name lautet so, Meer zu tun haben und mit einer Reise, wo wir auch einer unserer Problemfälle mit einbauen könnten. Aber dieses Projekt, das steckt erst noch nicht mal in den Kinderschuhen, das ist sozusagen noch hinter dem Mond, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Aber jetzt gehen wir in die Stadt. In Narva gibt es nicht wirklich eine Altstadt, weil, so wurde uns in der Touristeninformation erklärt, das Ort mehrfach Austragungsort von verschiedenen Kriegen war. Jeder wollte natürlich dieses Stückchen Land hier mal für sich haben, Dänen, Deutsche, Schweden, Russen und so weiter. Entsprechend wurde eigentlich jeder Stein, der hier vor langer Zeit mal auf einen anderen geschichtet wurde, komplett zerbombt. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige Gebäude, wie zum Beispiel das Rathaus hier hinter mir, was so mehr oder weniger überlebt hat, respektive im Originalaufbau wieder hergestellt wurde. So auch die Universität, vor der wir jetzt hier gerade stehen, die hat die Außenfassade, die ist noch die alte, aber wenn man dann reinkommt, dann ist alles hypermodern, es hat ein schönes Café auch drin. Hinter mir könnt ihr die zwei Festungen sehen. Es gibt nämlich auf estnischer Seite eine Burg und auf der russischen ebenfalls. Und ja, es sieht so ein bisschen aus, als würden die zwei sich gegenseitig beobachten. Aber dazwischen, vielleicht könnt ihr es jetzt auch hier erkennen, ist eine Brücke. Und diese Brücke, die trägt auch den Übernamen Freundschaft. Sie symbolisiert also, dass die zwei Länder mittlerweile nicht mehr irgendwie kriegerisch hier Pfeile hin und her schießen, sondern dass man hier wirklich über die Brücke ins andere Land gehen kann, wer ein Visa hat. Wenn wir eine russische Flagge auf russischem Boden wehen sehen, wenn wir so nah dran sind, dass wir es quasi anfassen können, wenn wir am Grenzposten standen, dürfen wir es dann schon zählen? Schreibt es mal unten in die Kommentare, was findet ihr? Dürfen wir Russland schon zählen, weil wir ja eigentlich da sind? Unten. Diese russisch-orthodoxe Kirche im Ort hier heißt, das könnt ihr jetzt hier unten lesen, weil das spreche ich nicht aus. Was ich euch aber dazu erzählen kann, ist, dass diese Kirche als eines der wenigen Gebäude in der Stadt nicht zerstört wurde durch die Bomben. Ja, habe ich ja vorher schon darüber erzählt. Und natürlich, man könnte jetzt meinen, hier hat Gottes Hand Schutz darauf gelegt oder so. Ja, auf jeden Fall, sie wurde kaum zerstört und ist nach wie vor fast im Originalzustand. Und auch von innen ganz schön anzuschauen. Das war's von unserem kurzen Stadtbesuch in Narva. Jetzt, Katze, hallo. Ich bin gleich abgelenkt, ich komme gleich. Wir fahren jetzt der russischen Grenze entlang weiter Richtung Süden bis zum See. Den Namen habe ich gerade eben... Paipus, genau, weil ich bin abgelenkt. Also, bis später. Tschüss. Am Stellplatz sind wir angekommen, wo wir hier tatsächlich auch übernachten, das wissen wir noch nicht so genau. Aber wir stellen die Solarkollektoren mal auf und wenn ich ja eh oben bin, und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nach oben gehe,
Da oben sind Tischtennis, Schläger und Bälle, weil da hinten hat es einen Tisch. Und ich glaube vom Wind her, das müsste eigentlich gehen. Tja, da wird mal wieder ausgefochten, wer hier der Champion an der russischen Grenze ist. Weil einmal da quer über den See, zugegeben ist ein bisschen weiter als es vorhin war, aber da hinten ist Russland. Willst du dich noch feiern lassen? Ja, gerne. Könntest du vielleicht ein Feuerwerk abfeuern oder sowas? Er ist der Tischtennis-Champion von der estnisch-russischen Grenze. Reicht dir das? Ja, das ist okay. Okay, tschüss. Dankeschön. Steffi hat eine Katze gefunden und wir haben derweil entschieden, dass wir hier übernachten, weil dieser Ping-Pong-Tisch, der hat uns jetzt ganz schön beschäftigt und wir haben richtig liebe Nachbarn, Schweizer Nachbarn, mit denen wir heute noch einen Spieleabend machen. Also bleiben wir hier. Wir sind ja schließlich auch direkt, nicht am Meer, aber an diesem See, den ganz viele von euch uns empfohlen haben. Es gibt für euch noch ein paar Impressionen, danach gibt es aufgewärmte Lasagne und dann Spieleabend. So, liebe Reisefreunde, ihr seht es, es ist schon dunkel geworden. Wir ziehen uns jetzt langsam zurück, gehen an diesen Spieleabend mit unseren Schweizer Nachbarn. Keine Ahnung, ob ich im Fokus bin, ich hoffe es jetzt mal. Mehr Bilder vom Stellplatz gibt es dann im nächsten Video, das ist jetzt irgendwie untergegangen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal und bleibt immer dabei. Es bleibt spannend, ihr wisst es, und schreibt unbedingt unten hin in die Kommentare, ob für euch jetzt Russland zählt oder nicht. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Ja, schön, wart ihr mit dabei. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und tschüss.